Herzlich willkommen, mein Name ist Matthias Theis. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich und ich freue mich, dich heute dabei zu haben. Es ist unser Gebet als Kirche, dass du Gott durch diese Message besser kennenlernst und in deinem Glauben wachsen kannst. Ja, wir wollen heute in Gottes Wort hineinschauen und ich werde dir am Anfang eine Frage stellen. Und zwar, hast du dich auch schon mal mehr auf dich selbst verlassen und deine Fähigkeiten als auf die Experten? Hast du gesagt, ja, die wissen ja viel, aber ich weiß es doch viel besser. Mir ist das fast vor einem Jahr mir so passiert. Ich habe mich für eine Predigt vorbereitet und brauchte als Predigtillustration auch so ein Sofa auf der Bühne. Und der Experte in Sachen Transport in unserem Haus, das ist unser Hauswart, der Jochen. Aber ich dachte, also das kleine Sofa da hinten, das bei uns im 2. Stock oben ist, das bringe ich jetzt doch noch selbst runter. Es ist nicht so schwer, wie es aussieht, also man kann es gut heben. Ich dachte, komm, ich möchte Jochen nicht bemühen, er hat sonst schon so viel zu tun. Und außerdem, hey, das schaffe ich doch selbst, oder? Also braucht mir niemand zu helfen und ich kann das. Und dann habe ich dieses Sofa genommen, man kann es wirklich so gut heben auf beiden Seiten, habe es zu unserem Lift getragen, habe das Sofa aufgestellt und dann der Höhe nach so in den Lift hineingeschoben. Und als ich das Sofa so hineinschiebe, merke ich, oh, ich muss ja auch noch in den Lift rein. Und dann habe ich mich so durch die Türe hindurch gezwängt und merke, wie einer der Füße des Sofas, dieser Fuß war aus Eisen, ritzte so ganz fein an der Wand des Liftes, hat es einen Streifen gegeben. Und ich gehe da so rein und mit letzter Kraft kann ich den Knopf drücken, ins Erdgeschoss runter und bin da so im Lift und denke, in welche Situation habe ich mich da reingebracht? Mit meinem großen Selbstvertrauen. Dann komme ich im Erdgeschoss an, ich halte immer noch dieses Sofa und dann geht die Lifttüre auf und wer steht im Foyer? Der Jochen. Jochen war da. Und im ersten Moment schaut er mich ganz verdutzt an. Er hat wahrscheinlich noch nie gesehen, wie einer da im Lift ist und versucht, ein Sofa zu halten. Und dann fängt er an zu lächeln und fragt, Manu, kann ich dir helfen? Es wäre dumm gewesen, wenn ich gesagt hätte nein, weil die Situation war offensichtlich. Und dann war er einen Moment weg und kam mit einem so kleinen Waggeli zurück. Und wir haben das Sofa einfach auf diesen Wagen gestellt und dann ganz leicht hier in den Saal getragen, auf die Bühne gestellt und die Sache war fertig. Das war eine meiner Erfahrungen mit, ich weiß es besser als die Experten. Und wir haben in dieser Serie in den letzten 4 Wochen so viel über Jesus gelernt und gehört, über den Experten des Lebens. Über der dir Frieden schenkt in deinem Leben, der Frieden schafft auf Erden. Über der unser Leben ist, der das Leben kennt, mit all seinen Hochs und Tiefs und der unser Leben erfüllt. Jesus, der jeden Tag mit dir bestreiten möchte, der dich durchträgt, auch durch die Schwierigkeiten deines Lebens. Das ist Jesus, der Experte des Lebens. Und die Frage ist heute Morgen, vertrauen wir ihm ganz in allen Lebenssituationen? Oder gibt es Momente, wo wir sagen, ach komm, das weiß ich doch besser. Da kann ich mich doch auf meine Erfahrung verlassen. Weil es kommen immer, ich meine, gewisse Teile des Christenlebens sind ja wunderschön, aber dann, es gibt ja auch die Herausforderungen in unserem Leben, wo du merkst, irgendwie hätte ich jetzt erwartet, dass Jesus eingreift, dass Jesus irgendetwas tut und es geschieht nichts und jetzt muss ich mir selber helfen. Vielleicht, wenn du schon lange betest, dass du gesund wirst und es geschieht nichts. Wenn du vielleicht sagst, hey, ich sollte doch in meinem Charakter schon viel weiter sein, aber ich erliege immer wieder diesen Versuchungen. Wenn du Herausforderungen hast in deinem Leben, wo du sagst, wieso erhört Gott meine Gebete nicht? Und dann versuchen wir es so oft wieder selbst. Und wir wollen einen Text lesen aus Kolosser 2, ab Vers 14 bis 23. Und Paulus spricht da mit den Kolossern genau dieselbe Sprache. Weil die Kolosser hatten Jesus kennengelernt, die hatten Vergebung erlebt und einen Neuanfang, waren richtig happy mit Jesus. Aber dann merkten sie, hey, das Leben mit Jesus ist gar nicht so ein Spaziergang, wie wir immer gedacht haben. Weil plötzlich sind da neue
Gewohnheiten, neue Gedanken, eine neue Art, mein Leben auszurichten. Und in meinem Herz findet immer ein Kampf statt. Soll ich jetzt in meinen alten Gewohnheiten leben oder in den neuen? Soll ich meinem alten Denken Raum geben oder dem neuen? Und dann kamen sie genau in die gleiche Herausforderung. Wem vertraue ich jetzt? Vertraue ich auf Jesus oder auf meine Erfahrungen, meine alten Gewohnheiten, meine eigene Kraft? Und da haben sich Menschen auch aufgespielt in der Gemeinde in Kolossä, haben gesagt, hey, weißt du, ich habe es im Griff. Ich bin der spirituelle Experte. Ich weiß, wie das Leben geht. Und darum warnt Paulus und sagt, darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage, über den Neumondtag und über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Das alles sind nur schwache Abbilder, ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. In anderen Worten, all die zeremoniellen Gebote des Alten Testaments, die sind jetzt nicht mehr gültig. Die sollten ja nur auf Jesus hinweisen, dass Jesus das Zentrum ist, dass er der Experte ist. Lasst eure Errettung deshalb von niemandem in Frage stellen, schon gar nicht von solchen Leuten, die sich in falsch verstandener Demut, es ist alles der Herr, gefallen, Engel zu verehren und sich dabei stolz auf ihre Visionen berufen. Diese Menschen haben nicht den geringsten Grund, sich derart aufzuspielen. Sie drehen sich doch nur um sich selbst. Kennst du das auch, wenn du Menschen begegnest, wo du denkst, wenn ich nur so weit wäre wie die haben irgendwie immer alles im Griff, die haben zu allem eine Meinung. Paulus sagt, und halten sich nicht mehr an Christus, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Denn nur von ihm her kann die Gemeinde als sein Leib zusammengehalten werden. Und gestützt durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, das sind wir als Mitglieder der Gemeinde, so wachsen, wie Gott es will. Wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, dann seid auch ihr von den Mächten und Zwängen dieser Welt befreit. Weshalb unterwerft ihr euch dann von Neuem ihren Forderungen und lebt so, als wäre diese Welt für euch maßgebend? Weshalb lasst ihr euch noch vorschreiben, du darfst dieses nicht anfassen, jenes nicht essen, musst dich von ganz bestimmten Dingen fernhalten? Diese Dinge sind doch alle dazu da, dass man sie für sich nutzt und verzehrt, essen und trinken. Warum also lasst ihr euch noch Vorschriften von Menschen machen? Möglich, dass manche, die danach leben, den Anschein von Weisheit erwecken. Schließlich glänzen sie mit ihrer selbsterdachten Frömmigkeit, geben sich dabei auch noch bescheiden und schonen bei asketischen Übungen ihren Körper nicht. Doch das alles bringt uns Gott nicht näher, sondern dient ausschließlich menschlichem Ehrgeiz und menschlicher Eitelkeit. Was Paulus hier beschreibt, ist so das typische Bild von Religion. Religion im Sinn von, du musst einfach nur das tun, dann wird es gut kommen. Du musst, du sollst, tu dieses und jenes. Und damals waren das jüdische Gebote, Feiertage oder so esoterische Übungen. Das ist vielleicht für die meisten von uns nicht mehr so relevant in unserer Zeit. Aber wir kennen diese Tendenz alle auch, wo wir sagen, du musst nur das und das machen. Und dann wird dich Gott schon segnen. Du musst nur das und das tun. Und dann nimmt Gott dich an und du fühlst dich viel, viel besser und du weißt dann, dass Gott dich liebt. Und wir erleben das immer wieder. Ich mag mich erinnern, als meine Mutter schwer krank war, kamen die gewisse gutmeinende Christen, haben meiner Mutter nach einer längeren Krankheitszeit gesagt, ja weißt du, vielleicht gibt es halt doch etwas in deinem Leben, irgendeine Sünde oder so, wenn du die wirklich zugeben würdest, wenn du etwas forschen und graben gehst in deiner Vergangenheit, dann könnte Gott dich dann heilen. Du musst nur. Oder wenn jemand in der Kleingruppe immer wieder finanzielle Nöte hat, sie ihm sagen, weißt du, du musst nur den Zehnten geben, du musst nur den Zehnten geben, dann löst Gott alle deine finanziellen Probleme. Oder hey, wenn deine Freundin bedrückt ist und immer wieder entmutigt ist und Gefühle ihr Herz regieren, ja, weißt du, vielleicht musst du mal in die Vergangenheit gehen, deine Eltern oder deine Großeltern, vielleicht hat sich da etwas angesammelt, du musst nur mehr diszipliniert sein, um diese und diese Sucht aufzugeben. Du musst.
Der Punkt ist, diese Dinge sind gar nicht schlecht. Selbstdisziplin, Gebet, Fasten. Wenn man den Eltern sagt, hey, du musst nur das Buch lesen, dann kommt es gut mit deiner Kindererziehung. Das sind gar nicht schlechte Dinge, aber sie verleiten uns dazu, dass wir stolz werden, dass wir andere Menschen verachten. Ich habe einige Auswirkungen von Religion aufgeschrieben. Zuerst einmal, wenn es uns gelingt, diese Dinge einzuhalten, dann werden wir stolz. Dann sagen wir, siehst Gott, ich bin einer von denen. Auf mich kannst du dich verlassen, oder? Auch gegen Menschen gegenüber. Und das ist die zweite Auswirkung. Wir fangen an, auf andere Menschen herabzuschauen, die nicht so diszipliniert, nicht so geistlich, nicht so fromm, nicht so gut sind wie mir. Wenn alle so wären wie ich, dann wäre diese Welt besser. Und die dritte Auswirkung, wenn wir es eben dann doch nicht schaffen, wenn wir selbst scheitern an unseren Vorsätzen, und das können die Jahresvorsätze sein mit ein bisschen mehr Sport oder was auch immer, wenn wir scheitern, dann verbergen wir es. Weil wir denken, ey, Menschen können nicht auf mich herabschauen. Menschen sollen nicht denken, ich bin ein Versager. Oder auch so im Sinne, ich möchte ja nicht, dass jemand schlecht über Jesus denkt oder über meinen Glauben. Dabei geht es gar nicht um Jesus, sondern um das, was du schaffen kannst oder nicht schaffen kannst. Das sind diese Auswirkungen. Und wir kennen diese Auswirkungen im Bereich der Religion und des Glaubens. Die Prediger, die am Fernsehen kommen und zu Hunderttausenden von Menschen sprechen über Liebe und Gnade und Gottes Veränderung. Und plötzlich kommt heraus, dass ihr persönliches Leben ein Riesenchaos ist. Dass sie ihre Frau betrogen haben mit einer anderen Frau oder was für Geschichten auch immer. Wir kennen das. Also es ist gar nicht so weit weg, wir kennen es aus unserem eigenen Leben. Ich habe gerade letzte Woche wieder mit einem jungen Mann gesprochen, der gesagt hat, weißt du, wie viele Leute aus unserer Kirche rausgingen? Weil entweder das Leben ihrer Eltern oder das Leben ihrer Kleingruppenleiter oder so, irgendwo, da war Heuchelei drin. Da hat man uns gesagt, genau so und so musst du leben, aber selbst habe ich mich nicht daran gehalten. Menschen sind enttäuscht aus der Kirche hinausgegangen. Aber das ist nicht etwas, das wir nur in der Kirche oder in den Religionen finden, sondern überall, wo wir sind. War auch in den Zeitungen humanitäre Organisationen, die sagen, wir sorgen für die Schwachen, wir verbessern die Welt. Und plötzlich ist Geld veruntreut, wenn jemand gesagt hat, hey, mein Glück ist wichtiger. Weil wir scheitern an diesen Dingen. Auch in der Politik, Menschen, die Reden schwingen und dann ganz anders leben. Plötzlich merkst du, wie sie sind im Alltag, wie sie auf Menschen herabschauen. Menschen, die auf die Straßen gehen, um zu demonstrieren für Weltfrieden. Und wir schaffen es nicht, unsere eigenen Wege irgendwo im Griff zu haben. Jemand macht sein Ämtli nicht und der andere betrügt und dann geht diese Lebensgemeinschaft auseinander. Weil wir scheitern an unseren eigenen Vorsätzen. Es ist schon spannend, warum sind wir Menschen, haben so hohe Ideale und dann scheitern wir so oft an diesen Dingen. Und wir wissen genau, wir können nicht einfach sagen, ja, jeder soll leben, wie er will. Wir haben diese Vorstellung von einem besseren Leben, von einer besseren Welt, aber wir scheitern so oft daran. Unser Text gibt uns einen Hinweis, wo das Problem liegt. Im Vers 22, es heißt, doch das alles ist ohne jeden Wert, also die ganzen religiösen Übungen und Vorsätze, ohne jeden Wert beim Kampf gegen die Befriedigung der menschlichen Selbstsucht. Das Problem ist nicht in deinem Umfeld, es ist in deinem Herzen drin. Es ist, dass du sagst, am Schluss geht es um mich. Am Schluss muss ich zufrieden sein. Luther übersetzt, diese Dinge sind nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Das ist der Ausdruck, der eigentlich sagt, mein altes Wesen, die Kräfte in meinem Herzen, die stolz sind und nachher aber längerfristig immer scheitern. Und darum sagt Römer 8, Vers 7, die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Ich schaff's ohne dich. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Wir können Gottes Gebote aus eigener Kraft nicht erfüllen. Was mir immer in den Sinn kommt, wenn ich über diese böse Kraft in meinem Herzen nachdenke, diese bösen Dinge, die unsere Welt so prägen und kaputt machen, ist die Geschichte Herr der Ringe. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, die Geschichte von Frodo und dem Ring. Da hat es diesen einen Ring.
Und Menschen, die diesen Ring nutzen wollen, das ist so eine Zauberkraft in diesem Ring, die denken, wenn ich diesen Ring habe, kann ich den Ring nutzen, um Gutes zu tun. Oder ich kann den Ring nutzen, um mir Vorteile zu verschaffen. Und sie merken erst mit der Zeit, dass sie nicht den Ring im Griff haben, sondern der Ring hat dich selbst im Griff. Und sie werden betrogen vom Ring, so ist der Ausdruck dann im Buch, und sie scheitern und ihr Leben wird zerstört, weil wir eine falsche Einschätzung haben von dem, was wir sind. Es ist ein super Bild darauf, was das Fleisch, wie es die Bibel sagt, oder die menschliche Selbstsucht anrichtet. Am Anfang denken wir, wow, wir sind so gut, wir sind stolz, wir überheben uns über Menschen, aber am Schluss scheitern wir alle an unseren Vorsätzen, scheitern wir alle an der menschlichen Selbstsucht. Und darum, wenn wir uns fragen, warum gibt es so viel Stolz, warum gibt es so viel Verachtung in den Religionen, auch in unserem christlichen Glauben, in der Politik, in Familien, in Rassen, dass sich eine Rasse über die andere erhebt und sagt, wir sind besser. Und warum gibt es so viel Scheitern in unseren Vorsätzen? Warum gelingt es uns nicht? Warum sind wir so ohnmächtig? Menschen, die ihre Schuldgefühle betäuben. Menschen, die Medikamente nehmen, um nicht an ihre Vergangenheit zu denken. Menschen, die sich ritzen, weil sie genau fühlen, was für eine Schuld, was für eine Ohnmacht sie mit dem Leben herumtragen. Und die Bibel sagt, es gibt eine Antwort. Im Vers 20 heißt es, ihr seid mit Christus gestorben und er hat euch aus den Händen der Mächte dieser Welt befreit. Das ist die Antwort. Jesus Christus ist die Antwort auf unsere menschliche Selbstsucht, auf diese böse Kraft in unserem Herzen. Wie werden diese Mächte, wie werden wir befreit von diesen Mächten, dieser Boshaftigkeit? Im Römer 8, in den Versen 3 und 4, es heißt doch mal, das Gesetz und unsere Vorsätze waren nicht imstande, uns zu verändern. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Es ist wahr, Jesus hat alle unsere Sünden ans Kreuz getragen. Er hat die Schuld für das, was wir falsch gemacht haben, hat er auf sich genommen. Aber Jesus hat noch etwas mehr gemacht. Er hat diese Natur angenommen, die wir haben. Er hat diese Kräfte, diesen Stolz, diese Verachtung, dieses Scheitern, er hat es gespürt. Jesus hat nie gesündigt, das sagt die Bibel ganz klar. Aber er hat diese Kräfte gespürt an seinem Leben. Und er hat gesagt, ich identifiziere mich so fest mit dir und mit mir. Ich nehme diese alte Natur, dieses Fleisch, diese menschliche Selbstsucht, ich nehme sie auf mich und ich sterbe mit dieser Natur am Kreuz. Es ist die einzige Art, wie wir Zukunft haben, wie wir frei werden von der Sünde, dass diese alte Natur und diese Selbstsucht zerstört wird. Ich nehme da nochmal das Bild des Ringes auf. Es ist klar, wir schaffen es nicht gegen diese Kräfte, genauso wie im Buch. Niemand schaffte es, diesen Ring zu überwinden. Das Einzige, was möglich war, war den Ring zu zerstören. Der Ring musste ins Feuer geworfen werden und zerschmelzen. Und schau, das ist nur ein Bild, aber Jesus hat genau das getan. Er hat die menschliche Natur genommen und er hat sie vernichtet, er hat sie besiegt, indem er mit dieser Natur gestorben ist. Das ist der Sieg für unseren Stolz, für unsere Unabhängigkeit von Gott, für unser Scheitern. Jesus hat all diese Dinge genommen, hat sie zerstört. Er hat diese Mächte besiegt, er hat dich frei gemacht, er hat mich frei gemacht. Das ist der Sieg für unsere Schwächen und für den Stolz und die Verachtung in unserem Leben. Und die Bibel sagt, wie du an diesem Sieg Anteil haben kannst, wie das etwas werden kann, was dein Leben eben auch prägt. Und zwar im Kolosser 2, 11 und 12, durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr von eurem alten Wesen abgedrängt. Also wenn du dich mit Jesus verbindest, das heißt nachher noch, wenn ihr der Macht Gottes vertraut, wenn du sagst, ich glaube Jesus, dass das, was du getan hast, für mein Leben gilt, wenn du dich so mit Jesus verbindest, dann wirst auch du von diesem alten Wesen getrennt. Dann bist du gestorben, all den alten Dingen, die dich immer wieder verleitet haben, stolz zu werden oder auch zu scheitern.
dieses alte Wesen ist Gott getrennt. Und dann heißt es, ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Das heißt, du hast auch das neue Leben, das Jesus hat. Diese zweite Chance, dieses Leben, das nicht geprägt ist von Selbstsucht, sondern von Demut und von Liebe, dieses Leben hast du von Jesus bekommen. Das ist der Grund, weshalb wir Taufe feiern mit Menschen, die sich als Erwachsene freiwillig entscheiden, ich brauche Jesus. Ich schaffe es aus eigener Kraft nicht und ich möchte jetzt dem Experten vertrauen. Dann lässt du dich taufen, zum Beispiel hier hinten im Taufbecken. Und wenn der Täufer dich ins Wasser hineindrückt, ist das die Bedeutung, hey, ich bin mit Christus gestorben, mein altes Leben soll keine Wirkung mehr auf mich haben. Ich identifiziere mich mit Jesus Christus. Ich nehme das an, was er getan hat. Und dann lassen wir dich dann nicht im Wasser unten, sondern wir ziehen dich wieder rauf. Weil das ist die Bedeutung von, hey, du hast ein neues Leben, du hast einen Neuanfang. Du wirst nicht mehr bestimmt von deinem Stolz und deiner Unabhängigkeit. Ich kann es ohne Gott, sondern du hast jetzt dieses neue Wesen von Jesus Christus. Was für ein Sieg. Jetzt, wie äußert sich das in unserem Leben? Ich möchte dir 3 Gedanken geben, was die Auswirkungen davon sind, wenn wir diese alte Natur in den Tod geben und das neue Leben von Jesus haben. Erstens, du musst dich nicht länger über deine Leistung definieren. Hey, wie befreiend ist das? Du musst in deinem Beruf, es zählt nicht mehr, was andere Menschen über dich denken oder wie viel das du geleistet hast. Dass du sagst, hey, ich kann mich brüsten mit dem, dass ich gut bin, sondern du kannst in deinem Job eine gute Arbeit verrichten, ohne dass es deine Identität, deinen Wert bestimmen muss. Du wirst ein besserer Arbeitnehmer sein, wenn es nicht um dich geht und dein Ego, sondern um das, was du gut kannst, was du gut tun kannst. Aber auch sonst in der Beziehung zu Gott, du musst nicht mehr dich anstrengen, Gott zu beeindrucken mit deinen Gebeten, mit deiner Heiligung, mit dem, dass du gut lebst, sondern du kannst annehmen, dass Jesus dich liebt, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist, dass der Vater dich annimmt und dir sagt, hey, du kannst ein Kind werden, nicht wegen deinen Leistungen kannst du ein Kind Gottes werden, sondern weil du ein neues Leben bekommen hast. Es ist unglaublich freisetzend, diese neue Identität, wo du nicht anderen Menschen gefallen musst oder ihnen den Eindruck geben musst, hey, ich stehe über dir. Weil du hast diese Identität, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist wertvoll, du machst einen Unterschied. Weißt du, woran kannst du das messen? Wie stark diese Identität von Jesus schon zu deiner Identität geworden ist? Du kannst sie zum Beispiel messen in den Gesprächen, die du führst. Wie stark geht es in den Gesprächen um dich? Oder wie stark geht es um andere Menschen? Das ist ein guter, wenn es in den Gesprächen, die du führst, immer wieder um dich geht, was du gemacht hast am Wochenende und wo du Erfolg hattest und was du geschafft hast und was du bewältigt hast, dann gibt mir das den Eindruck, dass du immer noch deine Identität daraus beziehst, was du leistest und wie andere Menschen über dich denken. Und wenn du merkst, ich kämpfe in meinem Leben mit dem, dann möchte ich dir einen Bibelvers mitgeben, den du überall hinkleben und aufschreiben kannst, wo er dich daran erinnert. Es heißt in Johannes 1, Vers 12, allen, die Jesus aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Für all die sagen, ja, der kann ich schon lange. Es geht noch weiter. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt. Dein Status in der Gesellschaft, deine Rasse ist völlig irrelevant für Gott. Oder menschliches Wollen oder Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Das ist der Grund, weshalb du geliebt bist, weshalb du wertvoll bist, weil Gott dir ein neues Wesen gegeben hat, weil du darfst ein Kind Gottes sein. Du musst dich nicht über Leistung definieren, musst dich nicht über andere Menschen erheben. Die zweite Auswirkung in deinem Leben ist du kannst anderen Menschen in Demut begegnen. Einige Tage nachdem ich diese Predigt fertig geschrieben habe, das Skript zumindest,
war ich auf dem Heimweg mit dem Auto. Ich biege in unsere Quartierstraße ein. Nebendran auf beiden Seiten noch meterhohen Schnee, der ist leider jetzt weg. Und da kommt mir ein Auto entgegen und ich denke, hey, ja genau, in der Kurve kannst du gut ein bisschen ausweichen und dann kommen wir aneinander vorbei. Aber anstatt dass das Auto schön ausweicht in der Kurve, schneidet es die Kurve und fährt direkt vor mich hin. Und ich denke, du bist so ein... Und ich hätte jetzt einfach sagen können, ja, ich bleibe einfach stehen und dann schauen wir, wer den längeren Atem hat. Ich bin dann rückwärts gefahren bis zur nächsten Kreuzung, Ausweichstelle, wo ich ausweichen konnte, aber in meinem Herzen kochte es. Und als er dann vorbeifuhr, habe ich ihm so einen Blick rübergegeben, das macht mich voll nicht, ich habe jetzt verzichtet auf mein Recht. Und in dem Moment spricht Jesus zu mir und sagt, welche Predigt hast du gerade vorher fertig geschrieben? War es die über Stolz und über Verachtung, über dein eigenes Herz? Und weißt du, so wird es uns noch oft gehen, dass wir Gottes Wort hören, dass wir glauben, dass Jesus mit unserer alten Natur gestorben ist und dass sie besiegt ist und dass wir frei sind. Aber das alte Wesen meldet sich immer wieder zur Stelle. Das Schöne war in dieser Situation, ich musste nicht 2 Sekunden mich schlecht fühlen. Ich habe einfach gesagt, oh Jesus, du bist so gut. Du vergibst mir alle Schuld. Du hast mir ein neues Wesen gegeben. Ich muss mich nicht an diesen Dingen aufhängen. Ich werde nicht mehr darüber nachdenken. Du hast mich frei gemacht und du erinnerst mich sogar daran. Ich mag mich erinnern, 1, 2 Tage später war wieder so eine Situation, wo so diese feinen Dinge, die dein Herz beleidigen können oder runterziehen oder wo du dich erhebst. Und es fiel mir schon so viel einfacher nachzugeben. Weil wenn wir Kinder Gottes sind, weil unser Wert von Gott definiert ist, dann bist du frei, um anderen Menschen zu dienen. Da kannst du sagen, hey, wenn du einer Person begegnest, kannst du sagen, hey, wir haben ganz sicher die gleiche Biografie, wir sind beide gescheitert. Ich kann einfach auf dich zugehen und fragen, hey, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterstützen? Ich kann gut über dich denken, ich kann mich freuen über deine Erfolge, weil ich weiß, ich bin kein bisschen besser. Auch nach 20 Jahren Christ, wir sind einfach 2 Sünder, wir sind 2 gescheiterte Menschen und wir dürfen beide Gottes Liebe erleben. Hey, wenn Jesus dir vergeben hat, kannst du doch anderen Menschen vergeben. Wenn Jesus dir gedient hat, kannst du doch anderen Menschen wieder dienen. Das ist diese neue Identität. Ein ganz neues Leben wird möglich. Und es hängt alles damit zusammen, dass Jesus selbst, Gottes Sohn, hat Knechtsgestalt angenommen. Er hat die dreckigen Füße seiner Jünger gewaschen. Er hat sich mit Menschen getroffen, wo andere dachten, nein, so peinlich, dass du mit denen zusammen bist. Es war für Jesus völlig egal, er kannte seine Identität. Er konnte einfach anderen Menschen dienen. Und die letzte Auswirkung von dem, dass wir ein neues Wesen bekommen, ist, du kannst Gottes Gebote aus Liebe befolgen, nicht aus Pflicht. Ich habe es am Anfang erwähnt, Disziplin, Gebet, Zehnten geben ist gar nichts Schlechtes. Die Frage ist, wohin leitet es dein Herz? Führt es zu Stolz und zu Scheitern? Oder kannst du sagen, hey, Jesus hat mir alles vergeben, Jesus hat mir ein neues Herz gegeben und jetzt werde ich diese Gebote brauchen, um Dankbarkeit Jesus gegenüber auszudrücken. Jesus, ich weiß, ich muss diese Dinge nicht tun, damit du mich liebst, aber ich kann diese Dinge tun, um dein Herz zu erfreuen. Ich kann dir etwas von meiner Dankbarkeit zeigen, indem ich in dem lebe, was du mir gesagt hast. Weißt du, ich habe mir selbst in meinem Leben, und wir als Ehepaar, Süße und ich, wir haben uns Regeln aufgelegt, die wir gar nicht müssten. Vor der Hochzeit haben wir gesagt, wir werden nicht zusammen in die Ferien fahren, allein, also zu zweit. Weil wir wissen um diese Tendenz unseres alten Wesens, das sagt, ja komm, ich übertrete doch die Gebote und wir schlafen miteinander und so. Wir wissen das. Wir haben gesagt, komm, wir geben diesen Dingen keinen Raum. Es gibt kein Gebot in der Bibel, du sollst nicht in die Ferien gehen mit deiner Freundin, gibt es nicht. Der Gedanke ist, ich mache doch das nicht mehr aus Pflicht, sondern aus Liebe zu Jesus. Ich möchte so leben wie du. Da kannst du dir Dinge auferlegen, die nicht in der Bibel sind. Du sagst, ich mache es aus Liebe. Wir haben uns vorgenommen, dass wir jedes Jahr ein bisschen mehr von unserem Einkommen weggeben möchten, verschenken, spenden. Steht nicht in der Bibel. Wir tun es aus Liebe, nicht aus Pflicht. Jetzt das Dümmste wäre, wenn ich euch allen in der Kirche sagen würde, ihr müsst jetzt alle dasselbe tun.
Dann kommen wir wieder in dieses, wer ist besser als der andere und wir scheitern alle an unseren Vorsätzen. Nein, ich bin frei, ich mache das für mich, ich mache das für Jesus. Und ich werde es niemandem überstülpen. Wir halten die Gebote, weil wir Jesus lieben. Ich weiß nicht, wo du stehst, deinem Leben mit Jesus, aber ich möchte dich ermutigen, lass ihn den Experten sein deines Lebens. Versuche es nicht aus eigener Kraft. Verlass dich darauf, Jesus, ich bin mit dir gestorben, das alte Leben ist vorbei und ich habe ein neues Leben mit dir. Du hast mich geliebt, du hast mich angenommen. Ich möchte schließen mit dieser Geschichte, bekannten Geschichte. Ein Vater hatte 2 Söhne. Der eine Sohn sagte ihm, weißt du was, Vater, ich wünschte, du wärst schon tot, dann könnte ich dein Erbe nehmen und abhauen und so leben, wie ich es will. Und der Vater hat ihm das Erbe gegeben. Der Sohn hat gelebt in Saus und Braus, er hat Beziehungen zerstört, er hat betrogen, er hat ein unmoralisches Leben geführt, so wie wir das heute sagen würden. Menschen kaputt gemacht, sich selbst kaputt gemacht. Am Schluss war sein Leben ein Scheiterhaufen. Er hat gesagt, weißt du was, ich bin gescheitert am Leben, an meinen eigenen Vorsätzen, an meiner Unabhängigkeit. Ich möchte zum Vater zurückgehen und ihn um Vergebung bitten. Und das Erstaunliche in dieser Geschichte ist, der Vater ist ihm entgegengelaufen. Er hat gesagt, ich freue mich so, dass du zurück bist. Ich vergebe dir. Komm wieder zurück, ich gebe dir wieder alle Rechte als Sohn. Und wir wollen jetzt feiern. Und da war der zweite Sohn. Und als er gehört hat, dass der Vater für diesen Säufer, für diesen gescheiterten Mann ein Fest gegeben hat, hat er gesagt, ich komme nicht. Ich bin zornig. Ich habe immer das getan, was du gesagt hast. Ich habe mich an alle Regeln gehalten. Ich habe ein gutes Leben geführt. Ich habe mir so Mühe gegeben, dass du Freude hast an mir. Und jetzt gibst du diesem ein Fest und mir hast du nie ein Fest gegeben. Und der Vater geht genauso zu seinem zweiten Sohn heraus und öffnet die Arme und sagt, hey, alles, was mir gehört, gehört doch auch dir. Du hast dich so bemüht, ein gutes Leben zu führen und in deiner eigenen Kraft mich zu beeindrucken. Du schaust auf andere Menschen herab, schaust auf deinen Bruder herab. Die Geschichte endet, ohne dass wir wissen, wie der zweite Sohn sich dann entscheidet. Geht er zum Fest oder geht er nicht? Aber ich möchte dich fragen, wo stehst du in deinem Leben? Bist du vielleicht ähnlich wie der erste Sohn? Hast dein Leben hinter dir, auf das du nicht stolz bist? Und der Vater sagt dir, hey, komm zurück, ich vergebe dir. Komm, wir feiern ein Fest zusammen. Ich habe es auf dem Herzen gehabt in den letzten Wochen, gerade ältere Menschen, die das Evangelium hören. Du sagst, weißt du, ich bin schon so lange, bin ich Jesus davongelaufen, habe nicht das getan, was Gott wollte. Jetzt im hohen Alter noch sagen, es tut mir leid und alles wird gut, das ist so, das fühlt sich so falsch an. Du hast Mühe, Gnade anzunehmen. Du hast Mühe, ein Geschenk anzunehmen, ein neues Leben, Vergebung von allem, was geschehen ist. Aber ich möchte dir sagen, Gott hat mir das so aufs Herz gelegt. Jesus hat sein Leben gegeben. So ernst meinte er es mit der Vergebung. Jesus hat sein Leben gegeben, um dich zu begnadigen. Egal wie alt das du bist und wie viele Dinge du schon getan hast. Wenn es dein ganzes Leben wäre. Wie der Verbrecher am Kreuz in der letzten Minute deines Lebens kannst du dich noch entscheiden. Ich möchte Gnade von Jesus empfangen. Ein neues Leben. Aber vielleicht fühlst du dich auch wie der zweite Sohn. Du merkst, ich bin ein guter Mensch. Ich habe alles gegeben, was man muss und was man soll. Ich war so diszipliniert. Ich habe die Dinge ausgebadet, die andere verantwortungslos mir überlassen haben. Und vielleicht bist du stolz auf dein gutes Leben, aber du innerlich spürst du auch die ganze Frustration, deine Wut gegen andere Menschen. Und wenn du genau hinschauen würdest, würdest du sehen, wie oft, dass du Menschen verachtet hast,
Wie oft, dass du nicht Gnade weitergegeben hast, sondern gesagt hast, du bist selber schuld. Die sollen doch selber schauen. Du hast das Herz Gottes verletzt. Und du hast ihm gesagt, hey, ich lebe unabhängig, ich brauche dich nicht, ich kann es selbst. Und der Vater ruft dich zu sich heute. Sagt, ich möchte dein Leben verändern. Ich möchte wieder mit dir feiern. Du sollst das ganze Verborgene in deinem Leben, du kannst es hervorbringen, ich vergebe es. Dein ganzes Scheitern, deinen ganzen Stolz, deine Verachtung anderen Menschen gegenüber, anderen Rassen gegenüber, kannst es zu Jesus bringen, er vergibt dir. Verlass dich heute auf Jesus, nicht auf deine eigene Kraft. Wir wollen noch beten. Vater, wir stehen vor dir, wie diese Söhne. Du lädst uns ein, zu dir zu kommen. Ich bitte dich gerade jetzt, du bist der Herzenskenner. Ich kann niemanden überreden, sich dir zu nahen, aber du ziehst Menschen jetzt an dein Herz. Ich bitte dich gerade jetzt für Christen, die merken, ich habe mir so viel eingebildet auf meinen Glauben, meine Religion, mein Handeln, meine Weisheit. Ich habe Menschen belehrt, anstatt ihnen zu helfen. Ich wurde in meinem Herzen stolz, anstatt Menschen Gnade zu schenken. Ich habe meinen Wert darauf gebaut, dass ich ein guter Mensch bin. Lass jetzt zu, dass sie den Ring loslassen, dass sie ihre eigenen Kräfte loslassen, dass sie ganz dir vertrauen. Ich möchte dir sagen, lass los in deinem Leben. Übergib dein Leben Jesus. Lass ihn deinen Wert bestimmen. Lass es geschehen, dass du dich so über die Vergebung von Jesus freuen darfst, dass du sagen kannst, hey, ich habe doch jetzt alles. Jetzt kann ich ein Diener sein für andere Menschen. Dass du wieder wie David sagen kannst, ich habe Freude an deinen Geboten. Es ist für mich kein Druck mehr. Danke, dass du am Wirken bist, Jesus. Und zuletzt möchte ich auch den Menschen sagen, wenn du noch nie Jesus eingeladen hast in dein Leben, wenn du noch nie gesagt hast, Jesus, ich brauche dich, ich kann es nicht aus eigener Kraft, dann nutz doch diesen Tag dazu, Jesus einzuladen in dein Leben. Bitte ihn um Vergebung. Jesus steht da und wartet nur darauf, dir Gnade zu geben. Er liebt dich so, wie wir es gesungen haben. Er hat dich zuerst geliebt. Er hat dich geliebt, als du ihn noch nicht kanntest. Er hat dich geliebt, als du noch unabhängig sein wolltest von ihm. Er hat dich geliebt in deinem Scheitern. Wenn du Jesus einladen möchtest, komm, wir beten ein kurzes Gebet, wo du einfach in deinen eigenen Worten Jesus einladen kannst in dein Leben. Und du kannst beten, Jesus, mir ist bewusst geworden, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe, dass ich getrennt bin von dir. Bitte vergib mir meine Sünden. Danke, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Jesus, komm jetzt in mein Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. 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 Wenn du das gebetet hast, dann bist du ein Kind Gottes. Das sagt die Bibel. Und ich freue mich riesig über diese Entscheidung, die du getroffen hast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hoffen, dass diese Message mithelfen durfte, dass du Jesus besser kennenlernen durftest. Wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du denkst, dass solche Botschaften und dieser Dienst auch ein Segen für andere sein können, hey, dann unterstütze uns doch. Bitte bete für uns oder du darfst auch geben. Eine Spende würde es möglich machen, dass wir diesen Dienst auch weiterhin tun können. Über SMS, über Twint oder auch online ist das alles möglich.
Herzlichen Dank schon im Voraus für deine Gebete. Wir wünschen dir jetzt von ganzem Herzen einen reich gesegneten Tag und Gott mit dir.